Hey yo, nehmt sie mal easy, kommt runter und dann nochmal. Denn da ist keiner im Stone. Da ist niemand Big Business, alle strugglen wie Henk Kavan. Denn da wird keiner im Stone. Und ihre Gärtner werden schreiben, neu bin so wie die Kassen. Aber alle Härten sicher müssen am Ende wieder schaffen. Also nehmt sie mal easy, kommt runter und dann nochmal. Du bist noch lange kein Stone. Willkommen in der Szene von den Stars und Sternli. Das ist Schweiz Rap, alles voller Sagen. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass Sommersby so süß ist. Ja, es ist Katastrophe. Also wirklich, ich habe jetzt Richtig wieder ungewohnt. hure chillig, ja, Summersby, wieder schön Wetter, können wir trinken, aber es ist wirklich hure süß. Ist wirklich, also ich weiss gar nicht, wenn ich das letzte Mal Sommersby getrunken habe. Wahrscheinlich letztes Jahr im Sommer einmal. Das kann sein. Ich glaube, ich habe halt auch im Summersby immer ein bisschen einen Bogen gemacht. Also, ja, jetzt nicht, ich habe es eigentlich gern. Also, nein, ich habe es immer noch gern, aber früher war es nicht so süß. Also, wahrscheinlich war es schon immer gleich süß, aber ich habe es jetzt auch nicht so süß in Erinnerung. Ich weiss auch nicht, was trinkst du am liebsten? Ich glaube, schon süße Bier. Also, wenn Bier, dann am chilligsten sagen wir im Gasthof ein normales Bier. Egal was. Am besten einfach vom Fass einfach Stangen. Egal was. Vor allem, wenn du zum Beispiel ins Ausland gehst, finde ich es noch lässig, wenn du irgendwie auf irgendwo einen Ort gehst, wo es eigenes Bier hat. Also weißt du, was sie dort machen, dann so. Aber wenn ich mir selber Bier poste, dann ist das meistens kein nur richtiges Bier, sondern auch irgendwie ein Smirnoff Eis oder so etwas, wo ja auch süß ist. Aber bei weitem nicht so süß wie Summersby. So, also vom Geschmack. Würde ich jetzt sagen. So, ich weiss nicht, trinkst du gerne Bier? Also normales Bier? Grundsätzlich ja. Da ist mir jetzt auch gerade eine lustige Story eingefallen. Und zwar ein guter Kollege aus der Kindheit. Wir sind auch zusammen in die Lehre, wir haben zusammen das KV gemacht und wir haben zusammen ein E-Profil gemacht. Und im E-Profil, also es gibt ja 3 verschiedene Profile im KV. Das B-Profil, das E-Profil und das M-Profil. Okay. Ist das Matti? Nein. Nein, das hat nichts mit Mathe zu tun. Also, vergessen wir das wieder. Ist mehr, das B-Profil hat mehr Informatik oder mehr so Microsoft Outlook und so, dass man dort Kalendereinladungen kann schicken kann. Das E-Profil hat mehr Sprachen. Also dort hat man, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, im B-Profil hat man kein Französisch. Aber da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Aber einfach mehr Sprachen, mehr Englisch und Französisch. Und im M-Profil hat man noch zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel Geschichte oder Naturlehre. Oder wie hat das T und U? Hat das Technik und Umwelt? Also ja, bei uns hat es M und U geheißen. In der Primarschule, ja. In der Primarschule nachher war es dann Naturlehre. Genau, ja. Und in der Lehre hat es dann nachher T und U geheißen. Also das ist eh so etwas Lustiges. Das heisst überall. Ja, auf jeden Fall. Im E-Profil sind der Kollege und ich, wir haben einen französischen Sprachaufenthalt machen. Aha. Und dann haben der Kollege und ich auch ein bisschen angeschaut, wo kann man da überall hin, wo redet man überhaupt Französisch. Und natürlich hätte man die Möglichkeit gehabt, da in der Schweiz halt etwas zu machen, ins Welsche. Aber dann haben wir gesagt, nee, wenn schon, dann schon, gehen wir ins Ausland. Das sind wir voll. Und dann sind wir voll ins Ausland. Das ist ja verdammt geil. Und wir haben dann auch so ein bisschen nachgeschaut, wo gibt es in Frankreich coole Örtchen, was sind coole Städte. Und dort sind, ich meinte, wir waren nicht einmal 16 gewesen. Alter, krass. Und wir hatten dort voll die Reisepläne und wir haben schöne Städtchen angeschaut und wir mussten uns entscheiden zwischen Paris oder Delémont oder Nizza und so. Also, so. Wir haben alles selber dürfen. Ja, aber voll geil. Und von der Schule aus, die Schule hat einfach gesagt, ihr müsst das machen. Und wir konnten dann alles rundum selber organisieren. Und dann sind wir dann auf die Stadt Montpellier. Heisst das? Montpellier, das habe ich auch schon gehört. Montpellier. Wo kenne ich Montpellier?
Was ist das bekannt? Was wir dann vor Ort herausgefunden haben, ist, dass Montpellier eine der kriminellsten Städte von ganz Frankreich ist. Darum kenne ich sie. Genau. Und dort, der Kollege und ich sind etwa am Abend sind wir noch ein bisschen laufen gegangen, einfach um die Stadt ein bisschen anschauen und schauen, was da alles passiert und so. Und dann, unsere Wohnung, das war so eine Altbauwohnung. Wir waren aber nicht einmal bei einer Gastfamilie. Ihr seid alleine? Wir haben so ein Airbnb haben wir gesucht, voll geil, mit 15. Aber wie lange sind wir? Und 2 Wochen. 2 Wochen? 2 Wochen war das. Und wir sind dort angekommen und unser Französisch war halt Dreck. Ja. Also wirklich so «Bonjour, comment ça va? Oui, je m'appelle Nils.» Also es war wirklich Katastrophe. Und dann, aber ich muss sagen, nach diesen 2 Wochen haben wir wirklich, wo wir die Wohnung wieder am Vermieter müssen abgeben mussten, habe ich dann mit dem geredet und gesagt, schauen Sie, dort im Badzimmer, das zweite Lämpchen hat es dann geputzt und so, alles auf Französisch. Alter. Und ich bin selber richtig verwundert gewesen, wie krass, dass man in 2 Wochen halt auch eine Sprache kann, so ein bisschen lernen. Und wir 2 sind die einzigen Schweizer. Nein, stimmt nicht ganz. Es hat noch 2 Mädchen, hat es auch noch von der Schweiz dort gehabt. Das ist vielleicht aber noch eine Geschichte für ein anderes Mal. Eine andere Geschichte. Was ich eigentlich, jetzt habe ich wieder unglaublich ausgeholt. Nils, aber hast du gerne Bier? Aber genau, das wäre eigentlich die Frage. Ist schon gut. Und dort in Montpellier, in diesen 2 Wochen, wo wir nicht einmal 16 waren, das ist eben darum, genau, sind wir so in eine Bar reingehockt und dort hat es so ein Special-Bier gegeben. Oh. Und wir dachten, ja, wir sind auch special. für die Special Leute braucht es Special Bier drin, oder was? Und das Bier, das hat irgendwie... Also es war wirklich ein Bier, nicht gemischt, aber es hat irgendwie 12 oder 13% gehabt. Wie so ein Wein. Ich weiss nicht genau, aber das gibt's schon. Das war richtig grusig. Ich weiss nicht, ob das wegen dem Hopfen oder Malz ich weiss oder nicht. ich weiss. Ist es normal, sonst ein normales Bier gewesen? Kohlensäure gehabt? Okay. Ja, also ich weiss nicht. Ich kenne es nur von Amerika. Dort gibt es auch Bier, wo aber sogar noch stärker ist, also irgendwie 50 oder 60% Alkohol. Ein Bier, aber es ist, glaube ich, einfach das Brauverfahren. Und dann ist es ein Bier und nicht wegen dem Alkoholgehalt. Also weißt du, ob man es Bier nennt oder nicht? Ich glaube, das hängt wie nicht ganz so zusammen, wie man das Gefühl hat. Ist ja auch der Grund, warum das gewisse Alkohol ab 16 und ab 18 ist bei uns in der Schweiz. Also gegärter Alkohol wie Bier ist ab 16 und brennter Alkohol. Smirnoff hat gleich viel Alkohol wie ein Bier, aber es ist halt brennter Alkohol. Ja. Da wird bei uns die Linie irgendwie gemacht. Und dann haben wir dort Special-Bier getrunken. Dort haben wir dann Special-Bier getrunken und das ist, es hat wirklich... Also das Lustige... Es ist speziell grusig. Das Lustige war, wir haben 2 Wochen sind wir so in eine Sprachschule halt gegangen und die erste Woche, meinte ich, haben wir erst am Nachmittagsschule, oder ist es die 2. Woche gewesen? Ich bin nicht mehr ganz sicher, welche Woche wie war. Aber eine Woche haben wir am Morgenschule und die andere Woche haben wir am Abend oder erst ab Mittagsschule gehabt. Wow, geil. Und ab Mittagsschule heisst, dass man lange schlafen kann. Yes. Oder bedeutet, dass man lange im Ausgang sein kann. Also eigentlich Fakt gerade da, wenn man lange ausschlafen kann, schläft man meistens weniger. Ja. Das ist auch bei uns so. Ja. Und das Lustige war, es hat dort eine Bar gegeben, die hat Panama, hat das, glaube ich, geheissen. Und das ist die berüchtigste Bar in dieser Stadt. In der gefährlichen Stadt. In der gefährlichen Stadt, genau. Und die hat erst aufgemacht, wenn alle anderen zugemacht haben. Die hat so die Leute abgefangen, die dann noch irgendwie weiter wollen. Alle, die in dem Moment noch unterwegs waren und die Stadt, das war hure krass. Sowieso als 15-Jähriger. Ja, in einer Fremdsprache, also in einer Stadt, wo du nicht mit jedem schnurren. Erstens das und einfach ab einem gewissen Zeitpunkt aus allen Löchern, aus allen Spünten kommen die Leute raus und versammeln sich an einem Ort. Und dort ist immer
Rambazamba gsi. Wow, das kann man vorstellen. Das war sehr eine spannende Oh Gott. Erfahrung gsi. Das ist krass. Und was jetzt eben auch gerade im Moment wieder aktuell ist, Frankreich, aber auch Deutschland, mit dem Streiken. Ja, stimmt, ja. Dort, also wir in unserer kleinen Schweiz, für mich, und so ist es eben vor 8 Jahren oder so ist das gewesen, ich habe gar nicht gewusst, was Streiken und Randalieren und so, was das genau bedeutet. Ja. Und der Kollege und ich sind dort in die Stadt angekommen. Ich glaube, wir waren noch an einem Samstag, wir sind dort angekommen. Und nach einer Wohnungsübergabe und den ersten Tag haben wir ein bisschen gemütlich genommen, ein bisschen posten, ein bisschen eingedeckt. Und dann am Sonntag am Morgen, wirklich am ersten Tag, wo wir dort waren, sind wir aufgeweckt worden von Schüssen. Oh Gott. Also wir haben Schüsse gehört. Oh shit. Und eben das Lustige, die Wohnung in der Altstadt, die ist etwa 200 Meter von dem von dem grössten Platz So in von dieser dem Stadt. Ort, wo ja, alle wie sich Bahnhofstrasse bei uns irgendwie so ein grosser Platz. Im Niederdörfli von Montpellier. Ja, genau. Und Und dort haben wir so zuoberst oben in einem hure hohen Haus haben wir die Wohnung gehabt und die war so versteckt gewesen, und vielleicht war sie sogar illegal gewesen, keine Ahnung. Könnte gut sein, ja. Und dann haben wir einfach Schüsse gehört. Und Digga, wir das- denken, Kollege, wo sind wir jetzt da gelandet? Also das wäre auch der Moment, wo ich denke mir so, okay, Jungs, ich weiss nicht, müssen wir heute in den Ausgang? Also Und- das ist ja crazy. Es war hure interessant gewesen. Wir haben dann unsere Köpfe so aus dem Fenster rausgestreckt, aber wir sind halt 20, 30 Meter sind wir ab dem Boden so weg gewesen. Und dann haben wir gesehen, auf dem Platz vorne, der war gefüllt mit Leuten. Also Am wirklich Morgen, so am richtig. Sonntagmorgen. Am 10 Uhr oder so war der Pumpe voll gewesen. Und wir dachten, Scheiße, wo sind wir da gelandet? Was ist passiert? Und dann, aber jung und naiv, haben wir dann die Schuhe angelegt. Komm, ich sind will wir- schauen. Sind wir rausgegangen und dort schauen. Und dort die bösen Polizisten mit Vollmontur, mit Schildern, mit so Ja. Schrotflinten oder wie sagt man, Plastik. Gummischrot. Gummischrot, genau. Und irgendwie, also nichts gegen die Türken, aber die Türken haben sich dort irgendwie einander Ist es eins auf den Protest Grin oder- gegeben. gegenseitig. Gegenseitig, also Türken gegen Irgendeine Türken. Spannung zwischen Ist irgendwie- irgendwelchen Gruppen oder so. Irgendwie, ich komme da leider wirklich zu wenig draus, aber irgendwie PKK gegen die anderen Türken. Irgendwie so war es. Da bin ich auch draussen. Also ich bin auch nicht ganz draus gekommen, was dort abläuft, aber danach hat es plötzlich haben die angefangen, einander die Grinden einschlagen und die Polizei wirklich in der Mitte zwischen diesen zwei Gruppen. Und dann hat es ein Tränengas gegeben. Ui. Und wir so an der Seitenstraße am Zuschauen. Am Zuschauen wie der Street Parade. Ja, wie der Street Parade. Und Tränengas, ich habe zu diesem Zeitpunkt auch noch nie Tränengas so erlebt. Ja. Zu diesem Zeitpunkt haben der Kollege und ich geschnupft. Also Schnupftabak. Und das war dann unsere Rettung in diesem Moment. Wir haben uns einen Schnupf halt gegönnt und dann ist das mit dem Rauch oder Tränengas ist das hure gut gegangen. Was? Das könnte vielleicht Ist so ein Schnupf versteckter... Ein Aha. Boah, shit. Ja, und Das wäre, ja, Technik. also während der Lehre mit dem Kollegen Alter, das in ist auch ein Frankreich Ziel. mit 15 Es ist ja hure crazy. ist eine lustige Story, ja. Aber ich kann gerade dort einhängen, dass das erste Mal die Polizei sehen, wie sie jemanden aufhalten. Oder an einer Demo. Oder eben die Polizisten in Vollmontur. Da hatte ich auch ein Erlebnis, als ich das erste Mal erlebt habe. Und also, ich muss dazu sagen, also bei mir ist es in dem Sinne das erste Mal, wo ich das wirklich krass gesehen habe. Also Polizeigewalt. Ob berechtigt, unberechtigt, ist jetzt dort nicht zu erkennen gewesen. Aber ich bin mit einem Kollegen in Zürich an der Langstrasse, alte Kaserne, sind wir Party machen bis morgen um 8 Uhr.
Und wir dann aus dem Club raus, morgen um 8 Uhr, ganz gemütlich dort auf die Langstrasse rausgelaufen, mit den anderen, die noch im Club waren, weil er ist dann zugegangen, also sind alle ein bisschen miteinander rausgekommen. Und dann stehen wir dort draussen vor der alten Kaserne. Und auf der anderen Seite, wirklich wie in einem Hollywood-Film, hat es so eine Doppelecktüre für eine Bar. Also das kennst du, wenn im Hausecke eine Bar ist, also, und dann ist dort die Türe wie im Ecken rein. Also die Ecke abgeflacht und dort ist so eine Doppeltüre. Und dann, wir stehen dort vorne raus und das war auf der anderen Strassenseite und plötzlich macht es BAM! Und es fliegt ein Polizist, fliegt dort zur Tür aus in Vollmontur und hinten rein 2, 3 so, ich denke jetzt Äthiopier. Also wirklich, hast du gesehen, sie haben auch auf einer ganz anderen Sprache geschrien und so. Und der Polizist vorne weg, ganz alleine, dort aus dem raus, die ganze Zeit mit denen am Schlägeln. Also voll, bam, bam, bam. Der Polizist am Austeilen von 3 Seiten kassiert und ist dann auf unsere Strassenseite gekommen, der Polizist. Und wir sind alle so ein bisschen zurück, also wo aus dem Club gekommen sind. Und dann in der Zeit, wo der die Strassenseite gewechselt hat, sind noch mehr Polizisten dort zum Bar rausgekommen und noch mehr Asylanten oder etwas, sind dort hinten reingesäckelt und haben auf die Polizisten eingeschlagen, die Polizisten weg. Und der bei uns auf der anderen Seite war, hat am einen von denen so aber voll eine Bombe gegeben. Und du hast gerade gesehen, dem ist gerade schwarz geworden. Der ist gerade flach, bam, mit dem Kopf, flach auf den Boden runtergeknallt. Und der Polizist einfach nur Pfefferspray auspackt, dem Liegenden am Boden voll in die Augen, so pff, und ist dann weiter weggesäckelt, weißt? Und dann sind seine Kollegen, die auch aus dem Land sind, ihm geholfen und er hat sich nicht bewegt. Nur so haben sie versucht aufzulupfen und er einfach keine Wank. Dann haben sie ihn liegen lassen. Wir sind richtig da gestanden, nicht gewusst, was machen, weil wir sind hure verschrocken. Die Polizisten am Schlägeln gegen die. Und dann hast du dann gesehen, wie er nach so 1 Minute oder so hat er angefangen, sich wieder aufsetzen. Ist aber ganz benommen gewesen. Und das war dann der Moment, wo eine von uns vom Club hat helfen dort. Und es sind halt immer noch Polizisten rum und Schlägel und alles. Und dann hat ein anderer sie so zurückgehabt, so hey, misch dich dort jetzt einfach nicht ein. So. Und wir haben dann gesagt, okay, gut, ich glaube, wir gehen. Und dann sind wir dann weggelaufen, uns von dieser Situation entfernt. Aber ich war dort schon 20 und ich bin recht verschrocken. Und ich habe auch schon an einer Street Parade oder so gesehen, wenn es mit Schildern reingelaufen sind und die Leute zusammengedrängt und so. Aber das dort, wirklich ein Polizist, ich meine, der Polizist hat keinen Fehler gemacht. Und also, ich kann die Situation zu wenig beurteilen, um zu sagen, ja, eins ist böse, eins nicht. Weil vor allem, was vorne passiert ist. Keine Ahnung. Wir haben dann aber, ich habe dann eine Woche später beim Arbeiten im Radio gehört, dass die an diesem Wochenende in Zürich an der Langstrasse 5 oder 6 illegale Spielcasinos mit ein paar Automaten und Kartenspielen hops genommen haben. Also gehe ich sehr stark davon aus, dass nicht dort an diesem Wochenende genau noch eine andere Razzia war, sondern dass das auch eines von denen war, wo hops genommen worden ist. Halt. Und dann ist das eine Razzia. Und wenn die sich wehren natürlich gegen die Razzia, der Polizist muss sich verteidigen. Also so wie es ausgesehen hat, sind das 20 von denen und vielleicht 3 Polizisten. Und da hast du auch noch einen Polizist gesehen, der weiter weggestanden ist, der hinten drauf hat Einsatzleiter. Der hat auch keinen Helm angehabt. Der war eher so ein bisschen hinten drin. Also es ist so wirklich 2, 3 sind am Schlägeln, ein paar noch neben aussen gestanden. Weil es hat dann auch Frauen und so gehabt. Kinder habe ich jetzt keine gesehen, aber es hat auch Frauen dort gehabt, die dann die Polizisten angeschrien haben. Also voll Krisensituation und einfach Gewalt. Gewalt, Menschen gegeneinander, gegenüber. Und das fährt schon hin. Crazy. Ja, hat es mich jetzt gerade erinnert an diese Story. Ja. Da gibt es schon crazy Sachen. Aber ja, zum Fairsein der Polizei gegenüber auch. Ich habe wirklich persönlich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich bin jetzt nie... Gut, eben, ich bin auch immer mehr oder weniger anständig geblieben. Spätestens ab dem Moment, wenn ja ein Polizist auf dich zukommt, bist du einfach anständig und lieb. Und dann passiert das auch nicht, oder? Aber wenn natürlich... Ja, wenn dann so ein bisschen... Ich sage mal, wenn dich nicht verwutschen lassen willst und dann noch dagegen steuerst, der Polizist hat voll Montur. Wir haben ja auch schon 2 lustige Stories erlebt. Also zusammen, der André und ich, wo wir unterwegs waren, also geschäftlich sogar. Also Kundenaufträge, zumindest einen.
Und der andere war ja der Kurzfilm von dir. Gewesen, Ja, stimmt. Wo man jetzt auch bin ich gar nicht rausgekommen. also überhaupt nicht randaliert, sondern einfach die Polizei ist aufgeboten worden. Und Da kann man dazu sagen, ein Musikvideodreh ohne Polizei, vor allem bei Gangstervideos, es ist ja fast kein Musikvideodreh. Also das erlebt man dann durchaus mal, dass halt, du machst einen grossen Aufriss, hast dort 10 Leute, die irgendwie vor der Kamera stehen, laute Böckchen, und dann laufen die Leute vorbei und finden halt, oder sehen das, 99% finden es entspannt und einer läutet dann halt den Schmier an. Und eben bis jetzt auch nie etwas passiert, aber so sicher ist das nicht immer gewesen. Also, ich weiss nicht, kannst du vielleicht erzählen vom Abschlussdreh? ja, vom Das ist eigentlich eine gute Story. Abschlussdreh. Also ich glaube, die Story haben wir ja kurz mal schon mal angeschnitten gehabt mit dem Opel-Büssli. Ja, genau. Das ist eigentlich der Anknüpfungspunkt, den wir anhängen können. Und wir sind irgendwo im Kanton Bern haben wir einen Filmdreh gehabt. Und dort ist es quasi darum gegangen, wir haben ein verlassenes Haus haben wir gebraucht als Kulisse, Ja, voll. wo einfach absolut mystisch daherkommt, verlassen, irgendwie so Geister, die Lost Place. Lost Place. Genau, Lost Place. Ja. Also verlassene Seelen, die irgendwie so am Ja. Umgeistern sind. Und das Problem ist halt, du findest zumindest bei uns in der Region Ja. die Häuser, die da rundherum stehen, das sind alles Villen und Mehrfamilienhäuser Ja. und tipptopp und da leben Menschen. Und es ist vor allem der Punkt, wenn du eben offiziell dort drehen willst, dann brauchst du eine Genehmigung. Und es gibt ein paar so Häuser, die kaputt sind. Jetzt ist es ja aber so, dass die Häuser kaputt sind. Und die werden nicht mehr genutzt, weil sie kaputt sind. Und dann kannst du, oder die könnt dir gar nicht ein Okay geben für dort rein, wenn nicht jemand das abgenommen hat, dass das sicher ist. Also einsturzgefährdet Genau, ist das Thema. das ja. ist dann das Thema. Das heisst, du findest entweder nur saubere Sachen, die nicht kaputt sind, oder du findest etwas, wo dann aber keine Genehmigung dafür bekommst. Und ich habe dann habe mich schlau gemacht im Internet in der Schweiz und habe nach Lost Place Fotografen gesucht. Also Leute, die solche Orte besuchen und Fotos machen. Und habe dann eine liebe Frau, Shoutouts, hat mir dann geschrieben und hat mir von sich aus 2 Koordinaten gegeben mit Keimtipp. Also wo du nicht findest im Internet, wo wirklich verlassen sind. Und eins von denen ist eben das in Bern gewesen. Und das gehört oder hat noch jemandem gehört, wo aber das Land außenrum verpachtet hat und selber nicht mehr erreichbar war. Und dann haben wir uns entschieden, oder respektive ich habe mich entschieden und es natürlich auch allen gesagt, wir sind ja nicht in den oberen Stock zum Beispiel wegen der Einsturzgefährdung. Und wir sind dann auf eigene Gefahr, weil wir es nicht abklären konnten, bis auf mit dem Bauer, sind wir dann dort filmen. Und dann kannst du weiter erzählen. Dann Das war ja in dem Sinn genau unser Glück gewesen, bevor dass wir mit allem angefangen haben. Wir Ja. sind dort mit unserer Mannschaft, mit allen Autos sind wir angefahren. Und dann erst einmal mit den Nachbarn rundherum. Hey, wir sind da, wir sind ein Filmteam, wir machen Genau. da unten so Filmarbeiten und so. Und die eine Familie, die ist ja unglaublich freundlich gewesen. Die haben Mega. dort gerade selber irgendwie ein Haus umgebaut oder ganz frisch selber gebaut. Und die haben uns unten dran die Einlegerwohnung einfach spontan schnell gesagt, hey, aber wegen Make-up da rein Ja. kann ein Make-up da einrichten und so. Und dann sind wir zum Bauer reden. Und Ja, der hat, stimmt. an diesem Abend hat er gerade noch irgendwie so ein Grillfestchen. Ja, Und der die hat Tochter, Geburtstag ja, gehabt. die Ja, Tochter die hat Tochter irgendwie hat Geburtstag gehabt. Und wir so, wer hat Geburtstag? Ja, also man kann es Ganz eigentlich strange. ein bisschen so beschreiben. 2 Stadtgummis, wo ja wir eigentlich nicht mal richtige Stadtgummis sind, aber halt dort in Bern im Kaff aussen, wir so 2 Stadtgummis mit Blöckchen, die auf den Hof laufen und all die Werker und Arbeiter dort. Das war irgendwie ein Die haben uns- 100-Seelen-Dörfli. Ja, und die haben uns so nicht ernst genommen. Die haben so, der Bauer auch so, Ew. ja. Ew. Dann haben wir ihn gefragt, ob wir das dürfen, glaube ich. Und dann, was hat er gesagt? Irgendwie so, Einfach mach keinen auf Scheissdreck. eigene Gefahr oder mach Auf keinen eigene Gefahr, Scheissdreck. Ja. irgendwie so. Und dann wir haben die Nachbarn alle abgerastet und der eine, der ist uns einfach irgendwie
mit dem falschen Fuß aufgestanden oder einen schlechten Tag gehabt oder sonst irgendetwas. Und der hat dann uns gesagt, hey, schaut, macht das nicht. Hat er es euch gesagt? Ich habe gemeint, er hat es eben den Nachbarn gesagt. Die so lieb waren, haben uns ja den unteren Stock gegeben. Und die sind ja nachher auch noch mal, haben es im Chat geschrieben von dem Dörfli, dass wir jetzt eben da sind. Und die einen, die ja nebendran waren, sind eben die, die es nicht lustig finden. Und dann ist sie ja zu uns gekommen und hat gesagt, hey, ich glaube, die finden das nicht so lustig. Und wir haben versucht, auf sie zuzugehen. Und dann hat er eben gesagt, ach so. Ja, das ist Einsturzgefährder, die sind lebensmüde und das ist alles der und so. Ich rufe die Polizei an. Und wir dann halt, ja, dann mach du halt. Ja. Wir haben ja in dem Sinne eben Bewilligung nicht richtig gehabt, aber wir haben alle uns möglichen Bewilligungen geholt. Und dann haben wir losgelegt. Das war dann genau sein Glück. Und dann etwa am Morgen um 1 oder 2 war das. Also richtig früh am Morgen haben wir dann gesehen, blaue Lichtli. Blink, blink, blink. Vor allem, wir haben gerade eine Szene geschossen, wo unsere Schauspielerinnen aufs Haus zulaufen und im Hintergrund war im Dunkeln eine Straße, die man nicht sieht im Film. Aber halt, dort ist eine. Und dann ist dort das Licht unten raufgekommen und ich noch so, warte geschwind, Auto. Und dann das Auto fährt zu uns, weil vorher hast du nur die Lichter gesehen. Dann nebenan die Polizei. Und ich dachte, okay, gut. Fuck. Das war es jetzt. Aber das Coole war ja, der andere hat so Filmklappen in den Händen. Ja, genau. Und ich hatte so ein Regisseurenmützchen angehabt und so. Und dann einen Stift, im Ohr. So wie ein Schreiner halt früher. Und danach sind wir dort zu den Polizisten. Und es war Wochenende, die haben auch irgendwie einen Spätdienst. Ja. Und irgendwie Betrunkene, die halt vom Ausgang nicht mehr heimkommen und so. Und dann sind wir dort halt aus dem Kanton Schweiz, extra im Kanton Bern. Und die sind dann auch, haben dann angeschaut, wie unsere Schauspielerinnen geschminkt waren. Ja, und dann haben sie genau, auch gemerkt, ja. hey, das sind nicht einfach irgendwelche Leute, sondern die haben da auch Zeit und Motivation und Energie in das Ganze hineingesteckt. Und das Lustige war ja, die haben auch in dem Moment probiert, an dieser Frau anzurufen. Genau, an der Besitzerin. Also, bevor wir das einhängen, wir sind auch gerade ehrlich gewesen. Wir haben ihnen gerade gesagt, wir haben den Bauer gefragt, aber wir haben die Besitzerin nicht erreicht, auf keiner Ebene. Wir haben mit allen Nachbarn geredet, wir haben ihnen das gerade gesagt und haben dann auch gesagt, ja, eben wegen Hausfriedensbruch oder etwas. Und dann hat er gesagt, also schauen Sie eben, wir haben nicht das Gefühl, dass Sie irgendwie da einfach etwas machen oder dumm tun. Aber wir müssen die Besitzerin erreichen. Und wenn die Besitzerin sagt, es ist gut, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann müssen wir über Hausfriedensbruch reden. Und dann haben die in die Zentrale angerufen. Und in der Zentrale haben wir ja dann warten, haben noch mit den Polizisten ein bisschen geredet, haben ihnen eben alles erklärt, sie haben sich auch ein bisschen interessiert und so. Und dann ist plötzlich das Telefon zurückgekommen, auch die Zentrale erreicht die Frau nicht. Respektive hat der Polizist gesagt, gut, also wenn Sie da passen Sie auf, schauen Sie, sind Sie nicht zu laut und gehen Sie nur dann ins Haus, wenn Sie auch wirklich müssen. Und haben wir gesagt, ja. Und dann haben die uns noch einen schönen Abend gewünscht und viel Glück und sind dann wieder abgefahren. Ja. Und dann haben wir wirklich noch alles fertig drehen, haben kein Problem gehabt und es ist tipptopp easy funktioniert. Also hat tipptopp funktioniert. Natürlich auch nur, weil wir von Anfang an auf die Nachbarn zu sind, auf den Bauer zu sind, ihnen gerade die Situation geschildert haben. Weil hätten wir das nicht gemacht, ich bezweifle, dass die uns dort gelassen hätten. Ich glaube, die hätten uns weggeschickt. Und das Gute war ja auch, sorry, Polizei, wir sind nicht ganz ehrlich. Wir haben ja gesagt, wir hätten noch nicht im Haus gefilmt. Also, wir müssen noch ins Haus rein und nur kurz. Stimmt, dabei haben wir ja schon im Haus rein gefilmt und uns ein bisschen aufgeteilt. Aber in dem Moment, wo sie gekommen sind wir auf dem Land rausgestanden. Also, sind wir gar nicht im Haus gewesen, und fürs Land haben wir ja dürfen. Das Land war kein Problem. Darum war es eher ein bisschen kritisch dort. Aber ja, die ist haben... zum Glück dann gut rausgekommen. Genau. Auch das zweite Mal, wo wir mit der Polizei in Kontakt gekommen sind. Aber das Mal war es ja der Abschlussfilm von dir. Und das zweite Mal war für ein Kundenprojekt. Und dort sind wir in Zürich, irgendwo an einem versteckten Ort. Ja. Müssen wir jetzt auch nicht nennen, weil ich glaube, nein. irgendwo in der Post ist noch der Hausverbots...
Brief müsste ja Hast du einen bekommen? Ich habe keinen Nein, ich bekommen. habe auch keinen bekommen. Vielleicht haben sie es einfach gehen lassen. Ich denke es auch, Aber wir ja. haben doch Strom geklaut, meine bösen Menschen. Ja, also wir müssen das ein bisschen ausholen und die ganze Story erzählen. Wir haben für einen Kundenauftrag haben wir ein Musikvideo produziert, eben so ein bisschen Gangster-Rap-Musikvideo. Und die letzte Szene, die am ersten Abend geplant war auf einem Hausdach oben. Also von einem Parkhaus. Parkhausdach. Genau, ja. Gibt es ein Bar in Parkhausdach. Zürich? Genau, und dort haben wir dann auch einen Ort gefunden, wo es schön aussieht. Wir haben ein schönes Auto dort positioniert. Wir haben das links und rechts mit Lichtern ausgeleuchtet. Und dann, wo es dann ein bisschen darum gegangen ist, man wartet, bis es dunkel wird, weil das Ja, ist ja noch wichtig. genau. Gewesen. Am Anfang haben wir noch gar nicht filmen. Und dann sind halt auch die Leute ihr Auto abholen. Ja. Und wir haben denen gesagt, Achtung, da hat es Kabel am Boden. Und Ja, und wir haben natürlich das Auto auf eine Sperrfläche gestellt. Also dort, wo wir das Auto angestellt haben, dürften wir nicht parkieren. Aber eben, wir haben ja dort auch in dem Sinne nicht parkiert, wir haben ein Video gefilmt. Das ist halt immer ein bisschen... Wir haben parkiert, ja. Und das darfst du nicht, ja. Aber irgendwo sind wir doch alle Menschen. Und wir haben ja dort niemanden behindert. wir haben auf Kabel am Boden aufmerksam gemacht. Und es war Freitag, glaube ich. Wir Ja. haben noch ein schönes Wochenende gewünscht. Ja, und wir die sind Leute sind wirklich... Die Leute sind ja interessiert. Die meisten, die vorbeilaufen, Die haben sogar etwas- Freude gehabt. Die haben Freude gehabt. Ihr macht das? Ja, lässig, das auch mal zu sehen. Also, das ist ja eigentlich auch das Phänomen. Die Leute haben ja eigentlich mehrheitlich Freude an dem. Und dann sind wir im inneren Bereich von dem. Es hat noch so ein kleines Lifthäuschen gehabt, wo man mit dem Lift dann runterfahren konnte, wie das halt so ist bei diesen Parkhäusern. Und wir haben halt innen drin unsere Lichter und unsere Kameras und so eingesteckt gehabt, weil das ist zum Teil ja mit Strom. Und dann sind wir drin am Filmen gewesen. Also mir heisst ich und der Künstler. Und der Nils war draussen, schon mal ein bisschen am Aufräumen, weil wir sind schon fast fertig waren. Und ja, plötzlich ruft der Nils hinterher: «Hey, hallo, irgendwie, da kommt jemand» oder irgend so etwas. Und ich und der Rapper schauen uns geschockt an und hören nur einen Hund bellen. Und wie der bellt hat, Vollgas. Und der Nils kommt rein mit grossen Augen und dann, wie ist es weitergegangen? Und dann ist neben der Hausabwart irgendwie gekommen und der hat dann gesagt, ja, was macht ihr da? Und ich habe euch da auf der Kamera gesehen und was habt ihr eigentlich das Gefühl? Wer sind ihr und was macht ihr da? Und Wer hat euch das bewilligt? Sofort die ID an, genau, ID Autoausweis? sofort. Und dann, er hat unsere ID Er hat's eingesackt eingezogen. und er ist einfach in sein Auto wieder reinhocken. Ja, und hat dann gewartet. Er Da- wollte nicht mit uns reden. Und wir denken, ja, fährt jetzt? der jetzt ab mit unseren IDs? Ich weiss vor allem nicht, ob der das darf. Aber klar, wir waren halt nicht ganz legal in dem Moment. Darum haben wir ja dann weniger Recht. Aber dass jemand deine ID einfach so einsackt, das kenne ich eigentlich nur von wirklichen Polizeikontrollen. Und selbst die laufen mit deiner ID nicht also weißt, so weg, dass sie nachher ins Auto hocken. Die sind immer in Sichtweite oder so, aber ins Auto hocken, das war schon gefürchtet ein bisschen. Auf jeden Fall hat dann der uns gesagt, ja, das war es jetzt gewesen. Ich rufe die Polizei an, ihr seid einfach gefickt. Ja. Ja. Was hat er gesagt? Er hat richtig überdramatisiert. Er hat Ja, richtig dass man gesagt, Hausverbot und Buß und Hausfriedensbruch, Strafbefehl und genau. Gefängnis und alles. Einfach Alles. wirklich alles. er hat wirklich uns da geschrieben, wenn wir gerade einen Banküberfall gemacht hätten. Also so hat es sich Wirklich, ja. angefühlt. Und wir dort, ja, ist jetzt das so schlimm gewesen? Und sind wir jetzt wirklich die Bösen? Und Und vor allem hat er ja dann die ganze Zeit sich auf so ein Schild berufen, dass da ja nicht darfst reinfahren und dass das nur so und so darf genutzt werden. Und ja, erstens, das Schild unten an der Straße, ich habe dort immer parkiert, schon in diesem Parkhaus. Ja, es ist ein bisschen... Das ist immer frei. Wir haben niemanden behindert. Wir haben nichts zurückgelassen. Wir haben vielleicht für 20 Franken Strom benutzt. Aber Nein. nicht Nein. einmal. Da müssten wir du hast, glaube ich, noch eine Ecke reingebrünzelt, ne? Ja, 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 sicher. Sicher. Aber das macht Lift wahrscheinlich auch reingeschissen. andere. Nein. Das machen, Ja. glaube ich, auch noch andere. Aber Ja. der Kappa. Hausabwart, der ist einfach mit dem Adrenalin. Ja, der ist... Auf 180 ist der gewesen. Und dann
irgendwie 10, 15 Minuten später. Oder nein, es war noch besser. Er ist dann aus dem Auto ausgestiegen und hat gesagt, ja, die Polizei ist unterwegs, aber sie haben gerade viel zu tun. Ich wüsste nicht, wann sie kommt. Er hat, sind wir ehrlich, er hat am Abend, am was auch immer, Es war etwa 8 oder so. ja, ist es er hat irgendwie am 8. oder 9. oder so, hat er die Polizeistreifen in Zürich hat er abzügelt. Für uns. Für uns. Hat er, wo viel, ja, die hätte er in meinem Kopf Wichtigeres zu tun, die Polizei. Aber ja, ist ja dann weitergegangen. Aber er ist ausgestiegen und dann hat er halt auch gemerkt, so, Scheiße, ich kann jetzt da nicht mehr 20 Minuten im Auto hocken und Ja. einfach warten. Weil, ja, und dann ist er ausgestiegen und hat auch gemerkt, hey, jetzt muss er schnell ein bisschen oben runterfahren und die Situation ein bisschen abdämpfen lassen. Weil mit diesem Blutdruck hat er wahrscheinlich ein Herzkrise Ja, bekommen. und vor allem, er ist ja nachher dann auch, er hat dann wirklich gemerkt, dass wir gar nicht so böse Leute sind. Dass wir da gar nicht zum Randalieren sind, sondern wirklich einfach unseren Job machen. Und ist ja dann langsam auch ein bisschen am Zurückrudern gewesen. Er ist ja dann auch offener geworden, ein bisschen. Und dann irgendwann ist er ein bisschen auf das rausgelaufen. Ja, weisst, er muss auch einfach nur seinen Job machen. Und ja, bla bla bla. Und das Lustige war dann, nach diesen 15, 20 Minuten sind dann zu Fuß 3 Polizisten, eine Polizistin, zu Fuß zu laufen gekommen. Stegenhaus drauf. Und danach, ja, das Stegenhaus. Ja. Und danach haben sie gesagt, ja, ihr Auto sei zu gross für das Rundum, das zu Ja, genau, sie haben nicht fahren. Sie haben nicht können Sie rauffahren. mussten einen Parkplatz suchen. Oh Mann. Und dann die dort zu Fuß und guten Abend miteinander, wie geht es Ihnen, was haben wir für ein Problem? Und wir dort gesagt, sie guten Abend, wir sind hier am Filmen und das ist anscheinend das Problem, dass da unser Auto ein bisschen schräg steht und wir sehen da schon, dass da geile Linien und dass wir da Sperrfläche, das ist uns bewusst, aber wir sind zu jedem Zeitpunkt da gewesen und das ist eben der berühmte, bekannte Künstler und wir sind da nur die einfachen Leute. Und mit diesen Polizisten, also die Polizistin, hat ja dann auch noch in dem Moment hat ja der Hausabwart auch gesagt, ja, von dem habe ich noch nicht Daten und da muss ich noch sofort. Und die Polizei so, hey, es ist Freitagabend, mach easy ganz peasy. ruhig. Ganz ruhig, ja. Die sind richtig gemütlich gewesen. Die sind richtig gekommen und gefunden, ja, wer sind sie? Und dann haben wir eben erzählt, wir sind selbstständig, machen das. Und dann, was sagt Und dann sie? die Polizistin hat dann auch gefragt, ja, haben ihr auch eine Webseite? Und auf ihrem privaten Handy hat sie dann eigengrau.ch aufgemacht. Und dann so den Polizisten überzeigen und hey, die machen so Werbevideos und so. Und dann haben sie gesagt, ja, für die Kantonspolizei oder weiss auch nicht was, brauchen sie jetzt neben so ein Werbe. Ja, vielleicht hören wir mal etwas. Und nebendran einfach der Hausabwart, der hat sich verarscht gefühlt. Ich glaube auch. Der war richtig dran, der ist übergefallen. Hey, glaubst du, der ist im Bett gelegen und hat sich noch gedacht, heute habe ich einen richtig guten Job gemacht, Mann. Die, da weißt du, der könnte sich nicht mehr benehmen von heutzutage, ne? Hat sich alle Freiheiten. Und die Polizisten eben, was macht ihr und von wo kommen ihr? Völlig Und hey, easy. ihr macht das ja doch ein bisschen professionell. Ja. Und das sind die coolsten Typen Ja, gewesen. mega. Ich glaube, Und- das ist auch das, was wir vorher gesagt haben. Die Polizei, die sind sich gewöhnt, mit Leuten zu tun haben, die sie wirklich schlecht behandeln. Die sie anfluchen und gewalttätig sind. Gerade in Zürich oder in jeder grossen Stadt. Einfach sobald es eine Stadt ist, du als Polizei, wenn irgendeiner sich prügelt oder etwas, dann ist die Polizei verantwortlich. Und die haben einfach so oft mit, ja, auf Deutsch gesagt, Arschlöcher oder halt auch viel Besoffene oder auf Drogen oder sonst zu tun, dass die so schnell merken, okay, das sind keine von denen. Also, oder zumindest nicht in dieser Situation. Mit denen kann man reden. Ja, also ich habe sicher an der Street Parade auch schon einen Moment gehabt, wo ich vielleicht auch nicht von der Polizei so lieb angegangen wäre, wenn ich die jetzt abpöbeln wäre. Weil eben, dann so, oder ich sage mal, wenn du ein Wildseich gemacht hast, irgendwo wild seichen bist an der Street Parade, und die Polizei gesagt, dann hast du das Problem. Dann werden sie auch nicht irgendwie mega lieb sein. Müssen sie auch nicht, weil du hast einen Scheissdreck gemacht. Und so, aber wenn du normal bist, keinen grossen Scheiß machst oder irgendetwas, dann sind die entspannt. Das sind Menschen.
Ganz normal. Und daneben hat es geheißen, ja, wir kommen jetzt eine Verwarnung über, die bei einer Missachtung, also bei einem zweiten Mal zu einem Hausverbot führen. Ja, genau. Also von Gefängnis und Todesstrafe und Ja. weiss nicht was. Ja, gut, sind wir auf eine Verwarnung runtergekommen, Ja. die bei einem zweiten Mal eben zu einem Hausverbot führt. Und dann hat dann eben der Hausabwart hat dann auch gemerkt, hey, look, er hat jetzt die Unterhosen, sie liegen einfach unten. Er kann nichts, also er ist auch... Ja, und es ist ja auch nie ein Bus von ihnen gekommen. Aber vom genau, ja. Parkhaus. Und am Ende müssen wir wirklich sagen, wir haben kein Ticket gezahlt, haben 2 Autos parkiert, eins mit drin auf einer Sperrfläche. Wir haben Polizei Strom. ist gekommen, wir haben Strom genommen und am Schluss, weil die Polizei gekommen ist, haben wir gar nichts gehabt. Kein Bus, kein gar nichts. Nicht, Kein unglaublich. Parkbillett, einfach Unglaublich. gar nichts. Ja. Unglaublich. Ja, das ist schon ein Highlight. Ein Highlight, Ein Highlight, ja. Und Aber ich glaube, für das den ist- Künstler ist es auch noch lustig gewesen, Ich denke dass es so auch, etwas ja. halt einfach auch kann passieren. ja, und wir haben von dem Künstler schon mal ein Musikvideo gedreht und dort bin ich mit dem Auto rausgenommen worden. Und das war genau das Gleiche gewesen. Ich habe halt eine Kanton Schweiz Nummer, die gar nicht so hoch ist, also irgendwie um die 50 herum. Ich muss jetzt da nicht meine Autonummer sagen. Aber und das ist halt komisch, wenn du um 2:30 in der Nacht in Zürich irgendwo durchs Gacko durchfährst, die Polizei dich sieht, dann 2 junge Männer drin, nehmen sie dich gerne mal raus. Weil was machst du am Dienstagabend um diese Zeit in Zürich? Und dann haben sie mich auch rausgenommen. Aber ganz gemütliche Leute haben mir denen gesagt, wir sind am Arbeiten, wir müssen ein Musikvideo am Drehen. Ist gut, nicht mal müssen blasen oder so. Schönen Abend. Tipptopp. Alles kein Problem. Aber du bewegst dich halt mit Musikvideos oder so schnell mal in dem Rahmen, dass du in Kontakt mit der Polizei kommst. Gerade anderes Musikvideo anderer Künstler, auch in Zürich. Nicht Lamborghini, Maybach sondern ist es gewesen. ein Maybach ist es gewesen, aber ein Cabriolet Maybach. Und dann sind wir durch die Langstrasse hin und her gefahren, weil viele Lichter sehen geil aus auf der Kamera, kennt man, Wiedererkennungswert. Und der eine Künstler ist hinten dran rechts gehockt, hinter dem Fahrer, und ist so ein bisschen oben raufgehockt, beim Cabriolet. Und ich bin als Filmer vorne auf dem Beifahrer gesessen und bin eigentlich auf die Seitentür gehockt, um den Fahrenden zu filmen und auch den hinten. Und das ist natürlich so, du darfst nicht rumfahren. Dann sind wir durch die Bahnhofstrasse durch und unser Fahrer... Bahnhofstrasse oder Langstrasse? Langstrasse durch. Und dann unser Fahrer hat in eine Chivas-Flasche Eistee gefüllt und dann getrunken. Weil für das Musikvideo das cool aussieht, aber wir müssen uns da nicht dieser illegalen Situation aussetzen und gefährden. Darum macht man das so bei Musikvideos. Und dann auch durch die Langstrasse durch und dann plötzlich voll Sirene, Blaulicht und die voll beschleunigt, uns von hinten überholt auf der Langstrasse, vorne an, gerade ausbremst. Blaulicht, ich habe es noch gefilmt, weil das ist immer geil für ein Musikvideo. Und dann, also nicht Polizisten natürlich, auch Nummernschild und so, zensiert alles, kein Ding. Aber dann auch der Polizist ausgestiegen, zu unserem Fahrer ran und so, und in dieser Flasche haben wir Alkohol. Und dann er so, nein, wenn Sie probieren, ist Eistee. Und der Polizist, nein, ist gut, aber so könnt ihr nicht rumfahren. Und wir, ja, ist gut, okay. Ich bin runtergesessen. Und dann, in dem Moment, wo ich so runtersitze, nebendran so eine Gruppe Jugendliche pöbelnd so, haben den Künstler erkannt und schreien so, «Hey, da!» Und der Künstler so, «Hey, ciao zusammen, Jungs!» Und der Polizist so denkst und gefunden, okay, irgendwie... Es muss jemand Es sein, muss jemand den man sein, kennt. sonst kennt man den ja nicht gerade. Und es war ein riesiger Zufall. Ich bin mit dem Künstler sonst nie erkannt worden, weißt? Und ja, dann hat uns der Polizist dann weiterfahren lassen und tipptopp. Alles gut. Aber halt kurz verwarnt. So. Aber ja, so lustige Situationen entstehen. Einfach Durchaus. automatisch bei uns. Fast Ja. schon. Ja, also es ist halt auch... Ich sage, gewisse Sachen müsstest du einfach Bewilligungen holen. Aber jetzt, dass ich in ihrem Auto einen anderen Film, da brauche ich keine Bewilligung. Aber halt auf die Beifahrertür sitzen darf ich so oder so nicht. Mit Bewilligung oder nicht. Und das ist halt immer ein bisschen im Film so. Du möchtest einen coolen Shot und manchmal tust du dich auch in Grauzonen bewegen. Weil auf die andere Seite auch, wenn wir einen Gangster filmen, das Musikvideo, und dann, wenn die irgendwie so einen machen auf Drogenhändler oder etwas, dann
dann mache ich da, also dann bin ich da tue ich keine Grenzen auf. Das ist auch eine Auslebung von Kunst. Da haben wir auch schon jetzt beispielsweise für einen Künstler eben mit dieser Situation bei uns ganz in der Nähe ist das gewesen, genau. Und dort haben wir auch mit einem offiziell zertifizierten CBD-Händler haben wir dort etwas gemacht, wo dann irgendwie ein halbes Kilo CBD-Blüten organisiert hat, damit es im Film einfach richtig aussieht. Genau. Aber wir bewegen uns eben mit diesen Sachen da kurz ein Statement. Voll. Und auch zum Statement, das muss nicht heissen, dass die Rapper das nicht auch leben. Also es muss nicht heissen, dass nur weil man im Musikvideo ein Fake-Koks und Fake-Ding hat, dass das nicht wirklich das ist. Oder ich sage mal, dass sie unglaubwürdig sind. Weil das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, es ist alles gefaked. Stimmt in dem Sinn im Video schon, weil es ist dann auch nicht mehr einfach der Künstler, sondern es ist dann eine Firma oder zum Beispiel eben ein Videoproduzent, der mitverantwortlich ist. Und ich bin nicht der Kokshändler oder der Grashändler oder irgendetwas. Und darum tust du das eigentlich faken in einem Musikvideo. Aber du fakest es, um eben näher an der Realität zu bleiben. Also, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn dann nachher so in der Presse kommt, ja, die haben nur Fake-Gras benutzt oder das ist Mehl, da sieht man, das ist gar kein Koks. Ja, no shit, schon klar, alle, was haben das Gefühl? Also, weißt du, das ist vielleicht noch in den 90er Jahren gewesen, dass ein Johnny Depp wirklich gekokst hat am Set. Aber auch das ist ich sage mal, ein offenes Geheimnis oder so, dass an Sets und so auch Drogen konsumiert werden, zum Teil auch echte. Aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass es fake ist. Weil, stell dir vor, ich will eine Situation drehen, zum Beispiel der Johnny Depp hockt zwischen kubanischen Dealern und jetzt haben wir dort ein tagelanges Set aufgebaut und ich habe eine Kamerabewegung, wie er so mitfährt mit seinem Kopf oder so, wie er gerade eine Line zieht. Wenn der jedes Mal müsste normal Line ziehen, dann wäre vorbei. Das würde nicht funktionieren. Und genau so ist es beim Alkohol. Ich habe auch schon Künstler gefilmt, die dann gegen Ende so besoffen waren vom Dreh, dass wir das Material nicht mehr verwenden konnten. Weil, ja, eben, Show und so ist cool, aber jemand, der voll besoffen ist, der liefert dir keine gute Show. Das ist einfach so. Nur noch ein Lallen. Ja. Und das sieht man, wenn dann der Rapper seinen eigenen Text nicht mehr ganz dingselt oder halt auch die leeren Blick. Oder dann würde es so eine Situation geben, wie bei Hangover 2 ist das, glaube ich, wo der Chines doch wegen Koks einen Herzstillstand hatte und der Off hat ihn irgendwie wieder belebt. Genau. So. Er hat ihm nochmal Koks oder so. Ja, voll. Zu geil. Ja, aber das sind halt... Das ist auch die Kunst vom Film oder vom Musikvideo. Und es ist auch okay. Und es gibt durchaus Musikvideos. Und gerade wenn wir da in den Drill-Bereich gehen, in Großbritannien, UK Drill, da hast du wirklich ganze Stadtteile, die kriminell sind und über die Musik gegenseitig Bandenkrieg führen. Also das ist... habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, in Chicago ist das ein grosses Ding. Also, dort ist wirklich so ganz gute Podcast-Empfehlung kann ich da geben. Weird Crimes kennt ihr vielleicht, wenn euch das interessiert. Aber das ist eine Folge, wo es eben um das geht, und zwar Chicago und Bandenkriminalität von den verschiedenen Vierteln, wo halt über Musik, über Rap, gerade über Drill, den anderen Angst machen. Und also macht auch Sinn. Und dort ist dann also, weiss ich jetzt auch nicht, ob ich müsste ein Musikvideo drehen. Also weißt, da bin ich dann als... Oder vor allem, du willst nicht in den Credits drin stehen. Ja, doch, würde ich schon, weil ich ja ein Videoproduzent bin. Und mir ist es in dem Sinn egal, was für ein Video das es ist. Ist dann die Creditliste, ist das nicht gerade die Mordliste der rivalisierenden Gang? Nein, also... Ich denke schon, auf eine Art schon. Natürlich, wenn dort, und da geht es auch bei dem Podcast drum. Also es geht dort um eine Person, eine Junge, die hat schon mit 15, 16 ist die Kriminalität abgerutscht. Und es gibt Musikvideos, die sind jetzt noch online, wo man sie sieht, wie sie also in einer Line, wo der Rapper bestätigt, dass sie Mord begangen hat. Und sie ist dort mit einer Waffe, mit 16 in diesem Musikvideo und hat schon Menschen auf dem Gewissen. Irgendwann ist sie dann auch erschossen worden. Also sie hat das auch nicht überlebt, die Zeit. Aber das ist wirklich
ganz krass, weil man hat dort in der Musik eigentlich Geständnis, aber die kann man halt fast nicht brauchen. Weil erstens wird es von x Leuten getätigt und keiner von denen würde aussagen. Und am Ende sind das nur Aussagen. Ganz eine krasse Geschichte, also wirklich heftig, auch halt dann mit Posts. Weil das ist dann auch, also die Kriminalität, die geht ja dann weiter. Das tut sich dann auch auf Social Media, also Mobbing, Morddrohungen, Riesenzeug. Ist unglaublich spannend. Rap oder ich sage gerade Hip-Hop, Rap hat schon noch das Kriminelle. Also das gibt's. Es gibt die Künstler und die Rapper, die beängstigend echt sind. Beängstigend echt. Aber nicht unbedingt jetzt bei uns. Also nicht jetzt unbedingt in der Schweiz oder in anderen Ländern, dass wirklich grosse Künstler das wirklich ein illegales Netzwerk haben. Das ist eher also nicht so typisch. Die kommen meistens aus solchen Bereichen, haben ganz viel erlebt schon im Leben. Aber ein Künstler, der gross ist, Millionen macht und wirklich in den Medien populär und alles, ist für mich so mit dem ganzen Wissen aussenrum sehr schwierig, mit der kriminellen Seite einherzubringen. Es gibt es eben, aber ja, schwierig. Weil eben, wir sehen es in Deutschland, ein Tilo zum Beispiel, der Sachen gesagt hat, die Lieder Hausdurchsuchung, dann findet man 40'000 im Bar, Drogen und eine Waffe. Ja, jetzt hat er wahrscheinlich die Waffe nie richtig gebraucht, hat sie sich geholt, das hat er dann im Stream erzählt, weil ihn mal ein paar rausgenommen haben, einfach, dass er sich die verteidigen kann. Ja, aber er hat in seinen Liedern Sachen gesagt, die jetzt falsch gegen ihn ausgelegt werden, oder? Das ist noch ein offener, also das ist noch nicht abgeschlossen, das Verfahren, das war nur mal das Ding. Aber bei uns, es läuft nicht so gut. Wenn du etwas prahlst, wo wirklich eine Illegalität ist. Also, für das ist die Schweiz oder auch Deutschland einfach zu klein. Also, es ist ganz gefährlich. Und da ist auch ein 187, der Jesus, der jetzt wieder im Knast ist momentan. Genau das Gleiche. Auch Musikvideos und Co. und das. Und ja, das ist halt schwierig, weil du lieferst in dem Sinne einen Beweis und wenn du dann halt Aussagen tätigst oder sie jemanden findet, der die Aussagen bestätigt, dann ist es vorbei. Weil dann ist das ein Indiz, das Video, und der andere tätigt eine Aussage unter Eid und dann kannst du daraus einen Indizienprozess machen oder vielleicht gilt das sogar als Beweis und dann... Ja, eben ganz, ganz, ganz krasse Szene, aber ich finde es mega interessant und... Vor allem unser Handwerk, eben unsere Passion, die wir mit dem Ganzen ausleben können. Das Ästhetische, das Videografische, die ganzen Sets, die wir auch mit diesen Künstlern schon aufgebaut oder sie uns ermöglicht haben. Das ist ja vor allem unsere Faszination. Und das ist ja genau das Schöne, die Kunstfigur so in einer Fantasie, kreativen Welt irgendwie so zu positionieren. Ja, so dass du halt ihnen abkaufst. Es geht eigentlich wirklich darum, einen Menschen zu zeigen, wo ja nicht, ich sage mal, wenn du jetzt irgendeinen Künstler nimmst, Scheiße, wer hat eine Abkürzung? Ja, Lohn Leduc. Das ist auch, Lohn Leduc ist eine Kunstfigur. Und ihre echten Namen, das sind nicht die Menschen. Es ist immer ein bisschen getrennt voneinander. Leute, die selber Musik machen, kennen das. Lieder sind oft Verarbeitung, Emotionen. Ein Lied, gerade Gangster, klar, und das war auch bei Bushido früher das Thema, Frauenhass und so. Und da gibt es ein cooles Interview, wo er im Fernsehen hockt und alle sagen, ja, Frauenhasser bist du, ein Frauenhasser. Und dann fragt man seine Frau und dann sagt die Reporterin ihr, ja, aber findest du das nicht schlimm, wenn er so über Frauen redet? Und sie sagt nur, ja, also ich kenne ihn ja. Ich weiss ja, dass er nicht so denkt. Und das haben die Leute nicht verstanden. Früher, also gar nicht. Wie kann jemand in Lieder böse Aussagen tätigen und die gar nicht so meinen? Ist es vielleicht künstlerische Freiheit? Und ja, klar, so Leute, die so ein bisschen pussymässig unterwegs sind, finden dann gerade, ja, aber nein, der darf doch so etwas Böses nicht sagen. Da habe ich Angst. Ja, dann bist du der Idiot, der es nicht verstanden hat. Aber das ist halt auch Kunst. Es ist Kunst wie ein Rammstein, wo ein Lied macht über einen Menschenfresser. Mein Teil. Ja, mein Teil. Eine unglaublich auch eine spannende Geschichte sonst, die hinter dem steht. Mit dem Marvin Maives. Armin Maives.
mega spannende Geschichten, das haben sie in ihrem Lied verarbeitet. Leute, die Geschichte nicht kennen, nur das Lied hören, könnten dann denken, das sind ja Gestörte. Ja, aber dann hast du etwas an Musik nicht verstanden. Aber sicher nicht der Künstler. Also, Gerade bei Rammstein, das war ja eigentlich eine extrem spannende Zeit gewesen, jetzt so historisch, weil Rammstein ist ja gross wurde in der DDR. Und Ja. damals mit der Stasi ist das, glaube ich, wo einfach gewisse Aussagen in der Öffentlichkeit zensiert worden sind. Genau. Hat man Sätze, hat man Aussagen so müssen umschreiben und so metaphorisch müssen umdeuten, ja, dass dass man wenn man gecancelt wirklich, worden ist. ja, dass es nicht gecancelt worden ist, aber wenn man Satz für Satz sich auf der Zunge zergehen lässt, merkt man, hey, Scheiße, das geht um Kannibalismus, das Ja. geht um weiss auch nicht was. Und so sind die Message selber ist ja gleich übergebracht worden. Ja. Und eben die Kunstfiguren, und das ist ja genau das Thema, wo wir jetzt reden. Die Kunstfiguren, die existieren in unserer Fantasie. Wenn wir mit einem Ja. Till Lindemann, mit Ja, dem genau. Frontsänger von Rammstein reden, das Ja. ist ein normaler Mensch. Sicher. Ein genialer Mensch. Mhm. Ein genialer. Und das ist halt wirklich Das ist, glaube ich, die erfolgreichste Band sogar von Deutschland. schwierig. Ich habe meinte- eben letzte gerade eine Quizshow gesehen, wo es darum gegangen ist, wer hat am meisten Nummer 1 Hits. Und Helene Fischer. nein, Helene Fischer. Rammstein war nicht mal drauf. Capital Bra ist höher wie Rammstein. Ja, das ist Okay. bei «Wer stiehlt mir die Show?» Ist das eine Frage drin gewesen. Voll. Aber vielleicht ist international bekannt. Vielleicht Das ist weiß ich nicht. Ich ja. weiß auch nicht mehr genau, was die Frage ist. Aber es sind sicher eine der renommiertesten und bekanntesten, vor allem Bands. Weil das sind ja heutzutage oft Einzelkünstler, die einen Produzent haben. Und das ist halt noch eine richtige Band, oder? Aber es ist Kunst und es ist Kunstfreiheit. Und ich finde es eben immer lustig, was ja eigentlich die Bewegung ist von unserer Gesellschaft, dass wir immer offener sind, alles akzeptieren, jeder darf seine Toleranz, genau, wo ja so groß geschrieben wird. Nur das Problem mit der Toleranz ist, ich kann das oft den Leuten nicht abkaufen, weil Toleranz heisst nichts anderes, wie dass du etwas dulden musst, was du schlecht findest. Und da hört es ja bei den Leuten auf. Sie sind ja tolerant bis zu dem Moment, wo sie etwas schlecht finden. Und dann ist das einfach etwas Böses. Das hat nichts mit ihrer Toleranz zu tun. Das ist böse. Und das ist eigentlich genau das, was in der Musik so wichtig ist. Dass du eben alle Scheiß kannst sagen. Und klar, es gibt auch immer Scheissdreck. Ich sage jetzt, ein Vollnazi, der einen Anschlag plant, der wird ein Lied hören, das von einer Nazi-Gruppe ist, die ihn voll aufpusht, wenn er irgendeinen Anschlag machen. Das ist einfach so. Musik und ist, also, die Musik hat ihn nicht zu dem gemacht, aber wenn er so einen ist es sehr naheliegend, dass so Musik auch missbraucht wird. Und ich will jetzt auch nicht so Musik richtig reden. Es gibt eben auch politisch orientierte Musik, egal in welche Richtung, die dann auch gefährlich ist, die ja dann auch schnell auf dem Index landet. Aber auch dort müssen wir sehr aufpassen, dass wir unsere künstlerische Freiheit nicht beschneiden. Weil es gibt einfach Aussagen, die werden dann gerade in eine Schublade gesteckt und dabei ist es einfach nur eine Aussage und er hat es gar nicht in die Richtung gemeint, wie es jetzt andere auslegen. Und Musik ist Auslegungssache, ganz, ganz oft. Alligator, ein unglaublich guter Künstler, der das zeigt, hat sehr viele asoziale Lieder. Er hat eine Band gemacht mit anderen, die auf dem Index ist. Die dürfen auch kein Konzert mehr in der Schweiz spielen. Die sind brutal gut, aber die machen halt Lieder über Scheiße, über Behinderte, über alles, was man nicht reden darf, machen die Lieder. Und klar, wenn du das hörst und du das als voll ernst nimmst, dann sind das Arschlöcher. Aber sie stellen es eben genau so dar, um eigentlich die Gegenseite zu verstehen. Also so empfinde ich die Musik. Und dann finde ich es eben dann schade, wenn so Leute kein Konzert mehr spielen dürfen, weil der Rat XY obendran jetzt entschieden hat, ja, aber die machen sich ja über jemanden lustig oder die machen ja da Behinderte runter. Nein, das ist jetzt deine Auslegungssache. Und das ist halt immer schwierig. Eben, Toleranz hin oder her. Es ist immer ein bisschen... Ein Lied, am Ende des Tages, das Lied allein schadet niemand. Die Bewegung aussenrum um ein Lied oder das kann schlimm sein. Aber
das ist ja dann nicht mehr Musik so, sondern es ist eine andere Auslegung. Ja, es hat, glaube ich, auch vor 2-3 Wochen habe ich etwas in der Tagesschau gesehen. Läuft ein bisschen das gleiche Thema aus, wo ich mich auch fragen musste, so, ja, wow. Ja. Und es ist irgendwie um eine Kunstausstellung irgendwo ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Schweiz oder in Deutschland war, wo eine Künstlerin vorgestellt worden ist, die da eben ihre Emotionen und so verarbeitet hat als Gemälde. Und dann hat dort die Kunstchefin von dem Haus hat sie dann geredet, ja, wo sie 20 war, hat sie Strich gemalt, ab 30 hat sie Kurven gemalt und ab 50 hat sie nur noch mit Bleistift gemalt. Und dann interpretiert das Minimalismus und weiss nicht was. Und ich einfach musste sagen, du, ich sehe diesen Sachen einfach gar nichts, egal was für Farben und so. Aber wenn das Leute cool finden und man da Liebe und Hass und Emotionen und verarbeiten und manifestieren. Ja, und nachher wird am am Boden gelegter Stahlträger für 500.000 verkauft. Ja, genau. Ja. Also, Ja. ich kann jetzt persönlich gar nicht anfangen. Ich habe nichts gesehen und es ist, bei mir hat sich auch nichts gerührt, egal wo am Körper. Ja. aber wenn Leute Freude daran haben, dann sollen sie an dem Freude haben. Das ist jetzt meine Toleranz. Genau. Wenn es mich nicht stört, wenn es mich nicht tangiert, wenn es mich nicht betrifft, sollen andere Freude haben. Ja, und am tiefsten ist ja Toleranz eigentlich, dass auch wenn es dich stört, du das tolerierst. Weil solange es dich nicht stört, brauchst du auch keine Toleranz. Dann ist es einfach nur, juckt mich nicht. Da hat mein Grossdaddy hat mir als Kind etwas hure Cooles, einen coolen Satz mit auf den Weg gegeben. Und zwar, keine Ahnung, ob der offiziell auch so existiert, aber er hat gesagt, lass dem Kind die Banane. Okay. Das heisst einfach, wenn jemand an etwas Freude hat, lass an dem seine Freude. Ja. Und wenn es dich nicht stört, so what? Das fühle ich auch, vor allem, wenn Leute mir nicht wichtig sind. Wenn jetzt aber ein guter Kollege kommt und auch etwas mega Freude hat und ich habe aber andere Erfahrungen mit dem gemacht oder so, dann sage ich das auch. Auch wenn das in dem Moment seine Freude vielleicht ein bisschen abdingselt, ich wünsche, dass man mir das auch sagt. Weil, ja, manchmal ist eben auch die blinde Freude gefährlich, oder? Das ist ja auch ein Ding von uns Menschen. So, und dann braucht es Leute aussenrum, die das auch einem sagen. Aber grundsätzlich ist ja die Idee, du tust dann ja nicht die Freude zerstören, sondern du gibst deine Meinung. Und wenn die Meinung langt, um seine Freude zu zerstören, dann ist ja keine Freude oder keine richtige da gewesen. Dann war es auch eine Illusion. Genau, dann war es eine Illusion. Und von dem her muss man dort vielleicht unterscheiden von wirklicher Freude oder eben die schnelllebigen Interessen, die man so hat. Weißt du, so wie ich meine? Das ist halt immer schwierig zu unterscheiden. Das ist... Aber ich denke, genau als guter Kollege ist es halt auch die Aufgabe, genau so etwas jemanden darauf aufmerksam machen. Ja. Die Erfahrung haben wir auch mit jemandem so gemacht, wo wir einfach gemerkt haben, hey, der könnte in eine falsche Richtung einfach abdriften. Und wir haben ihm gesagt, hey, schau, das, was du machst, finden wir nicht gut, aus dem und dem Grund heraus. Und dann haben wir zumindest an diesem Gespräch auch gemerkt, hey, vielleicht ist die Überzeugung von dem Ganzen gar nicht so stark. Vielleicht ist seine Willensstärke von dem Thema einfach so schwach. Also seine Willensstärke ist schwach gewesen und er hat sich so stark beeinflussen lassen. Und ja. Ja, und dort ist es ja dann wirklich ein darauf hinweisen. Das ist ja immer ein bisschen das Ding. Ich meine, es gibt halt viele Leute, die dann das Gefühl haben, du willst mir jetzt erklären, wie ich das Leben habe. So. Und das ist halt schon ein bisschen das Ding, ich kenne das auch. Es gibt auch Leute, von denen ich mir ungern etwas sagen lasse, aber am Ende des Tages, wenn dir jemand etwas sagt und dich das aus der Fassung bringt, dich das rausnimmt, dann ist es gut gewesen, hat er es gesagt. Und das ist das Unangenehme. Weil, wenn mir jemand etwas sagt und ich habe etwas dagegen zu sagen, dann kann man darüber reden, diskutieren, es wird spannend, beide lernen etwas. Wenn du aber halt eben so ein bisschen
unsicher in dem bist, was du machst, dann könnte dann eben die Meinung gerade falsch aufgefasst werden. Und das ist manchmal ein bisschen der Knackpunkt bei dem, oder? Das ist jetzt meine Meinung. Das ist ein unglaublicher Knackpunkt an unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit, dass man genau die Toleranz für andere Meinungen und den Platz für Diskussionen vermeidet. Man meidet sie. Ja. Man geht dem ganz bewusst aus dem Weg. Man lässt es das nicht ist mehr eigentlich zu. der Fehler, weil sie werden ja noch grösser. Früher hat man gesagt, Lügen haben kurze Beine. Und das ist genau das. Wenn du etwas nicht sagst, ist das genau das Gleiche, wie wenn du etwas Falsches sagst. Und dann wird es immer schlimmer, das Problem. Der Rucksack wird nicht leichter. Und weißt, lustig ist jetzt auch gerade das, was wir jetzt hier erzählen. Es gibt sicher Leute, wenn die das anhören, haben die das Gefühl, wieso müssen jetzt die 2 jungen Leute da uns die Welt erklären? Hey, für dich, ich will dir die Welt nicht erklären. Das mache ich gar nicht. Ich sage nur meine Meinung. Und wenn das einem in seiner Weltanschauung trifft, dann muss man die vielleicht mal überdenken oder einfach sich auch eindingseln. Ich weiss, wenn ich in 10 Jahren diesen Podcast höre, habe ich andere Meinungen über x Themen, weil ich mich weiterentwickelt habe. Aber das darf nicht der Grund sein, wieso man nicht zu einer Meinung steht oder sie nicht ausspricht, weil eben die Leute, die sich dann bedrückt fühlen von deiner Meinung, die sollen einfach ihre Meinung sagen. Und dann kann man darüber reden. Aber ja, es tut mir leid, also jeder, der uns zu ernst nimmt, kannst du schon, aber ich mache es selber nicht, weil es ist so viel, das kann sich morgen ändern. Vielleicht laufen wir morgen an eine Situation an, wo mich ein Polizist voll auseinander nimmt und ich habe plötzlich ein schlechtes Bild über die Polizei, weil ich eine andere Erfahrung gemacht habe. Und das ist ja das Leben, das ist ja voll okay. Aber es hat sich halt in die Richtung entwickelt. Du darfst dich ja zu nichts bekennen, weil wenn jemand anderes das besser weiss, dann bist du nachher schlecht und wirst gecancelt, weil man hat ja nur einmal eine Meinung. Und man kann ja die nicht ändern. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, man darf seine Meinung haben. Und eine Meinung, wir haben Redefreiheit. Bei uns darfst du sagen, was du willst. Du darfst keine beleidigen. Ich darf nicht da hingehen und Rufmord betreiben. Mache ich auch nicht. Aber man darf seine Meinung sagen. Und eine Meinung muss nicht allen passen. Und wenn meine Meinung ist, dass Nestlé ein Scheissverein ist, der einfach nur die Menschheit ausnutzt, dann ist das meine Meinung. Fertig. Das darf meine Meinung sein. Aber ich darf jetzt nicht zum Nestlé-Chef gehen und ihn persönlich irgendwie da beleidigen oder sonst etwas. Oder jetzt falsche Informationen über ihn verbreiten. Und ich habe das Gefühl, es wird immer weiter ehrliche Meinungen werden beschnitten aufgrund von dem, ja, aber jetzt hast du dort jemanden falsch behandelt, ja, jetzt hast du dort jemanden... Ja, kann ja sein. Dann hit me up, klär mich auf. Aber dass man seine Meinungen nicht mehr sagen bei gewissen Themen, finde ich schade. Also, darf man ja schon. Man kann einfach auch Gegenwind kassieren. Und vor allem eben der Gegenwind, das vielleicht langsam als Abschlusswort, der Gegenwind darf nicht der Grund sein, um keine Erfahrungen mehr zu sammeln. Man darf sich da in diesem ganzen Wirrwarr und in diesem ganzen Gegenwind nicht einfach verlieren und tageweise einfach im Bett rumliegen und nur noch konsumieren. Ja. Man soll weiterhin Erfahrungen sammeln, leben, das Leben geniessen. Ja, und ich glaube, die Moral der Geschichte... jetzt habe ich etwas Dummes sagen, ich weiß nicht. Aber die Moral ist eigentlich... ich habe den Faden verloren. Scheißegal. Warte mal, was also hast du es wirklich vergessen? Ja, ich habe es wirklich vergessen, verdammt. Und zwar...